jetzt vor dem Viertelfinal-Hinspiel in diesem Wettbewerb, liebe Zuschauer. Und es ist eigentlich kein Favorit auszumachen. Beide Mannschaften sind gleichwertig, beide Trainer sind optimistisch. Wer schafft es denn jetzt? Das ist ganz schwer vorherzusagen, Tom. Sie wissen natürlich beide, worum es geht. Und ich weiß auch nicht, wer sich mehr zutraut. Also Taktik muss man eigentlich völlig über den Haufen werfen. Beide müssen wirklich offensiv spielen, denn hier wird ja die Basis gelegt für ein Weiterkommen. Und es wird eine richtig interessante Auseinandersetzung. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Sauberes Kopfballspiel. Ja, das hat der Verteidiger gut gemacht, wie er die Situation geklärt hat. Hat nur noch den Torwart vor Augen. So, jetzt ist er frei durch. Oh, in solch einer Situation fehlt was. Das kann teuer werden. Flach in den 16er. Tja, das sah nicht so gut aus, aber bitteschön, Hauptsache der Ball ist erstmal weg. So, das ist jetzt der letzte Abwehrspieler, den er noch vor sich hat. Achtung, genau in den Lauf. Und das passt zur Tagesform dieses Torhüters. Er scheint heute fast alles zu halten. Achtung, jetzt brennt's. Und er hält ihn. Klasse Reaktion. Ja, was macht denn der Stürmer mit dieser Chance? Aber Kompliment, der Torhüter hat toll aufgepasst. Und der Abwehrspieler geht dazwischen. Also die Wiederholung müsste uns jetzt aufklären. Stand er im Abseits oder stand er nicht im Abseits? Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Ja, knapp im Abseits. Oh, da müssen wir aber noch mal einen genauen Blick drauf werfen. Knappe Entscheidung. Abseits ja oder nein? Das wird gefährlich. Einfach weg mit dem Ball. So sieht ein klasse Pass aus. So, das war jetzt aber ein richtiger Befreiungsschlag. Und jetzt muss er schießen. Und der ging ganz knapp vorbei. Schöner Ball, weit in die Spitze. Ah, Fehlpass. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Und da zeigt er Übersicht und spielt den Ball lang und genau. Deutliche Abseitsstellung hier. Sehen wir uns die Situation in der Wiederholung an. War das wirklich Abseits? Ja. So wollen wir das sehen. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss
die gelbe Karte geben. Aber da hat er sich dumm angestellt im Zweikampf. Natürlich sieht er deswegen gelb. Ja, man kann ja über den Schiedsrichter sagen, was man will, aber diese gelbe Karte geht nun völlig in Ordnung. Und er kommt mit dem Ball an der Mauer nicht vorbei. Gut gedacht, schlecht gemacht, der lange Pass. Genau richtig gesehen. Ja, so leichtfertig darf man sich hinten im Abwehrbereich nicht verhalten, auch wenn das gerade abseits war. So, jetzt wird's gefährlich. Oh, klasse. Mit den Fingerspitzen ist er da noch irgendwie an den Ball gekommen. Dankbarer Ball für den Keeper. Der Torhüter klärt hier erstmal. Ja, den Ball holt er dem Gegner förmlich vom Fuß. Ganz souverän. Also das macht einen ganz souveränen Eindruck, wie die stehen da hinten. Hochkonzentriert. Ja, und da legt der Torhüter seine ganze Kraft in diesen Ball. Er gehört zu seinen Stärken, das Kopfballspiel. Ah, klasse Körpereinsatz von ihm und ganz fair. Richtig so. Und daraus könnte was werden. Jetzt die Augen nur nach und er trifft die Latte. Erste Halbzeit ist vorbei, es steht 0:0. Ja, das ist natürlich traurig. So ein gutes, schnelles Fußballspiel und so viele Verletzte. Hoffentlich geht das nicht so weiter in den zweiten 45 Minuten. Freuen Sie sich mit uns auf die zweite Halbzeit. Es geht wieder los. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Die Spieler sind alle da. Auf geht's. Gute Abwehrleistung. Den Ball in die eigenen Reihen zurückerobert. Und der Ball war ganz präzise gespielt. Ja gut, wie sie sich auf dem Spielfeld verschieben, den Gegner ins Abseits stellen. Als hätte er es geahnt. Genau so stellen wir uns das vor. Und da sieht man in der Mannschaft, stimmt's. Solche Pässe, die schauen wir uns gerne an. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, für dieses Tackling sieht er gelb und das geht in Ordnung. Ja, damit haben jetzt schon 2 Spieler gelb gesehen. Jetzt müssen sie aufpassen. Ja, der Ball prallt von der Mauer ab. Na, erstmal raus das Ding hinten. In diesem Fall mit dem Kopf.
damit haben sie sich den Ball zurückerobert. Alle Angreifer sind jetzt in der gegnerischen Hälfte postiert. Ich glaube, der flankt gleich. Und jetzt kommt die Flanke in die Mitte. Das war eine klasse Parade des Torhüters. Sie fordern Eckball. Ja, den gibt's auch. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz aus sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torwart, dieser Eckball. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Jetzt ist er fast durch, hat nur noch einen Abwehrspieler vor sich. Und hier ist Endstation, klasse Tackling des Abwehrspielers. Schnell das Mittelfeld überbrückt mit einem langen Ball. Klare Entscheidung des Schiedsrichters, das muss Abstoß geben. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Klare Sache, logisch, Freistoß. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld, damit der zweite Wechsel heute. Und der Keeper kommt vor ihm an den Ball. So, die Gefahr erstmal wieder vorbei. Der Ball ist geklärt. Und das kann er ja. Lange Bälle spielen. Und das sieht gefährlich aus. Ja, völlig korrekt die Entscheidung. Freistoß nach dieser Aktion. Ja, steht mindestens eine Auswechslung bevor, ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Ja, den muss er als guter Torhüter auch haben, den Ball. Ja, bloß weg damit. Schöner Pass. Ah, da hat die Verteidigung aber geschlafen. Oh, da geht sie aber ein Risiko ein, hinten in der Verteidigung, auch wenn jetzt hier auf Abseits entschieden wurde. Schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. Brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren. So, der Trainer bringt jetzt hier gleich 2 frische Spieler in die Partie. Klasse aus, wie der den Ball mit dem Kopf weiterleitet. Klasse, das Zuspiel und das über diese Distanz. Und jetzt müsste die Flanke kommen. Sauber geklärt vom Torwart. Mensch, die Zuschauer warten hier schon lange auf ein Tor. Bislang vergeblich. Beherrscht man Ball und Gegner. Zieh ab, Junge! Und der Ball ist... Das war ein ungeheuer wichtiges Tor für seine Mannschaft. Jetzt ist hier wieder alles möglich. So, jetzt haben sie es in der Hand.
Aber können sie die Führung auch bis zum Schlusspfiff über die Zeit schaukeln? Und zum dritten Mal wechselt er aus, der Trainer, und damit ist das Kontingent erschöpft. Und da ist der Schlusspfiff. Das Hinspiel haben sie gewonnen und das könnte ja vielleicht schon eine Vorentscheidung sein in Bezug auf das Rückspiel. So, liebe Zuschauer, das war's von unserer Seite. Tschüss und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.